Genau. Das ist ja aber auch alles live, ne? Das ist authentisch, das ist wahr, was wir hier machen. Und deshalb diese ganze Gefummel. Die Scheiße hat vorher funktioniert. Ich weiß nicht, was das ist, aber so ist es. Also, habt ihr einen stechenden Bierdurst? Moment geht's nicht. Wir haben eigentlich immer Durst, oder? Ja. Im Moment geht's. Ja, Nein. ihr sagt Bescheid wieder. Ne? Dann fangen wir doch einfach mal an. Angie, fängst du an? Du bist ja mit den hiesigen Gebräuchen bist du ja deutlich sattelfester, als ich es je sein Mit den könnte. hiesigen Gebrüchen. Ja, ganz genau. Was? Gebräuchen? Ja. Bräuchen? Ja. Fang doch mal an, begrüß doch mal. Angie. Ja. Hey, Gregi. Sehe dich fast nicht. Ja, gell? Mit das aneinander abbielen, das stört wirklich nicht. Ja. Angie, darf ich was sagen? Ja. Die Kamera ist da, ne? Ja. Also wenn du da, ne? Aha, ja. Stuhl drehen. Was? Stuhl drehen. Aha, So. Stuhl umdrehen. So, Ah. ganz genau. Ja, ich muss so hinterher rutschen, dass man mich sieht und dann muss ich Beine aufnehmen, weil ich zu kurze Beine habe. Ja. Für am Boden. Ja. Genau. Genau. So, also Aber das einfach ist wie sonst auch immer, ne? Ja, genau. Hey, Es läuft. Gregi, Baski, zu beiden. Eine spezielle Verbindung, die ich habe. Eine schöne Verbindung. Oh, jetzt. Aber Ja, nein. Lang. Mit dem Baski aufgewachsen. Mhm. Gleiche Straße. Immer viel Seich gemacht. Und mit dir schon seit keine Ahnung wie viele Jahren in der Musik. Gefühlt die Ewigkeit. Ja, also ich bin 2003 bin ich rein. Und dann bin ich ja mal ein paar Jahre weg gewesen. Aber ja, eigentlich seit 2003 mit dir in der Musik. Immer mal wieder. Stark, hä? Gell? Mega. Hey, das ist wirklich ein Seich mit dem Super. Mikrofon, Frank. Kann der Gregi nicht richtig Ja, nein, an. das ist verwirrt. Ja. Wieso? Das ist doch gleich. Wir können dann Du musst jetzt auch Nein, du kannst es musst einfach nicht anschauen. weiter nicht zu dir randrehen. Gregi, du kannst es einfach weiter zu dir randrehen. Ja, es ist ja nicht mein Gebilde, das im Weg ist. Es ist Rangieren. Aha, meins ist ein Weg. Jetzt. Aha, ja, das kann ich ein bisschen so machen. Oh, Ah, jetzt ist dann besser. Ja, Ja. wunderbar. Ja. Du musst nur reden, du musst nicht schauen, Gregi. Ja, und ihr beide dieses Jahr haben ein riesen Ämtli an der Fasi. Ja, ist Wer es so? hätte das 20, gedacht, 25, 20, 26 in Walchwil. Ja, wirklich, wer hätte das gedacht? Erzählt. Ja, das haben wir selber eigentlich nicht gedacht, dass wir Das überhaupt mal so weit kommen. Das ist, wir haben zwar Jahre drauf geschafft, also ich vor allem. Ja, du schon. Alle- Ich nicht. Das im Innersten von mir eigentlich mal unbedingt wollen. Ah, sicher? Nein, natürlich. Aha. Könnte sein, dass Ja, das ein ja. Kindheitstraum ist? Wie viel Wahrheit ist denn vielleicht doch an diesem kleinen Man kann Scherz? schon nicht sagen, dass das nicht Ja. gar nichts war, aber Ja. Ja. es ist ja nicht so, dass man das extrem Ja. also ich jetzt nicht. Wie viel dürfen ihr aus dem Neinkästchen erzählen? Also, Alles. aber ich glaube, uns Alles. interessiert jetzt nicht nur. Also fast alles. Etwas können wir noch nicht Ja, sagen. etwas kann man nicht erzählen. Okay. Das ist erst am 24. Januar, wo wir das den Preis geben. Ja, tu die Mütter, nehme ich an. Genau, darum dürfen wir fast alles sagen. Ah, Aber und da der habe ich auch Rest- gehört, tu die Mutter sollte eigentlich nicht verheiratet sein. Ja, das und- ist früher sicher so. Ja, gewesen, und Walchwillerin sein, oder? Ja. Irgendwie so. Wäre gut. Das war viel bekannt. Das war Ja. die Aber zwar viel die frühere Order gewesen, eigentlich, aber ist jetzt Ja. seit 2003 3. glaube ich eigentlich gebrochen, dass man eigentlich Okay. kann nehmen, wer man will. Okay. Also Anarchie. Anarchie hält Einzug in der Fastnacht in Sozusagen. Ja. Weichwil. Ja. Genau. Aber Also- pass mal auf, für diejenigen von uns, die nördlich der Elbe Ich aufgewachsen wollte sind. sagen, die aus dem Norden. So, pass mal, genau. Die Von uns, genau, Fastnachtshochburg. genau, aus Schleswig-Holstein gesehen ist, alles, was südlich der Elbe ist ja Nordafrika. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ne? Das Ja. ist ja, gut. Also, pass auf, Fasnacht. Also, wir sind in der Zentralschweiz. Ne? Wir haben ja auch tatsächlich nicht nur aus Walchwil, nicht nur aus dem Kanton, nicht nur aus der Zentralschweiz, sondern tatsächlich eben auch außerkantonal und internationale Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an den Empfangsgeräten. Die Fasnacht. Wahnsinnige Bedeutung, ja. Wahnsinnige Bedeutung, die Fasnacht in Walchwil. Und ihr zwei seid die diesjährigen Hudi-Väter. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ne? Also sonst fragen sich alle, was machen denn die beiden Piloten hier? Was soll das? Die Also die beiden Clowns, die Clowns, Ryanair oder was? Ja. Ne? Was ist Nein, Hudi Vater. Und deshalb fangen wir doch damit mal an. Ne? Also Fastnachtsgesellschaft Walchwil. Und ihr seid, also was ist Fastnachtsgesellschaft, stimmt nicht? Ihr guckt so? Nein. Nein. Gut, eine Musikgesellschaft ist es, aber Fastnachts. Es gibt schon die Fasnachtsgesellschaft, aber die Fasnachtsgesellschaft hat primär nichts mit den Hudi-Vätern zu tun. Aha.
Guck mal, deshalb stelle ich all diese Fragen auch stellvertretend Ja. für die Fans zu Hause. Und ihr seid jetzt sozusagen für die Hoodie-Väter für 3 Jahre, stimmt das? Ja. Und ihr bestimmt damit das Gesamtprogramm der Fastnachtsfeierlichkeiten Schön in den ausgedrückt. nächsten 3 Jahren. Stimmt das so? Genau. Also, das ist doch einfach mal so irgendwie so. Also, und irgendwie, wann ist jemand auf die Idee gekommen? Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass die Fastnachtsgesellschaft hat ja nichts mit den Hoodie-Vätern zu tun. Sie muss eigentlich den Hoodie-Vater suchen oder Ja. anfragen. Und darum hat dann die Gesellschaft dann eigentlich den Auftrag, jemanden zu finden. Mhm. Und dann ist ja eigentlich die Anfrage wieder mal gekommen. Und Also hast du schon mehrere Anfragen bekommen? ja, es ist schon eine gekommen. Ah, sicher? Oder? Dann habe ich dann irgendwie So geil. zeitlich das Gefühl gehabt, das passt nicht. Ja. Und dann ist das wieder mal so wie gewesen. Und dann habe ich jetzt das Gefühl gehabt, so mit unserem Quartier, Ja. das können wir wahrscheinlich dann schon Ja, einmal genau hoffentlich. besprechen. Ja. Ich weiss jetzt nicht genau, wie die Fragestellung, wie die Fragerunde abläuft, dass ich dann jetzt viel zu viel erzähle. Alles gut. Ja, nein, ich bin angefragt worden und dann habe ich im Hinterkopf natürlich meinen Co-Pilot schon gesehen oder gehabt. Nein, das Thema war noch nicht bekannt gewesen, natürlich, aber Nachbar next door. habe ich gedacht, Baski wäre das, was ich neben mir haben will. Und wenn der mir zusagt, dann möchten wir das. Und dann Ja. ist das so eigentlich entstanden und dann, So gut. darum sind sie mir 2 jetzt eigentlich. Also weißt, ich muss einfach noch anmerken, darf ich das anmerken? Du begehst eigentlich eine Sünde. Wir haben ein Spannungsfeld in all dem. Ja. Wir haben ganz. wer begeht Du! das sind? Du! Ich? Ja. Ja. Ja, Ja, also. wegen? Jetzt ist, gut. Wieso ist die Liste lang? Ja, Nein. ja so weil- kurz auch nicht. weil- das ist so ein guter Durchschnitt. Ne? Ja, genau, das ist ein Spannungsfeld. Also vielleicht erläuterst du das mal, weil du ja normalerweise auf einer anderen Hochzeit tanzt. Wegen dem, ja. Mhm. Schon, Ja. schon Angst gehabt. Ja. Ich dachte, was kommt jetzt? Jetzt ist es anders. Warte, ich hol den Taschentuch. Ja. Von mir ist ein bisschen schlecht geworden. Ne? Ja, Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten in der Familie. Ja. Schon, Dass ich gell? das mache. Also ja, nein, nur Vaterseite, weil ich zu Basel Mhm. eigentlich normalerweise Fasnacht macht. Weil, Ja. ja, mein Vater kommt von dort. Er hat dieses Jahr auch gerade das 50-Jährige, wo er wirklich seit 50 Jahren ununterbrochen auf dem Wagen ist. Ah, Also er hat krass. noch nie einen Okay. Tag gefehlt oder eine Minute gefehlt an dieser Fasnacht. Der Freddy seit 50 Jahren an der Basler Fasnacht. Genau, ja. Hey. Okay. Und ja, ich bin jetzt auch schon im Hängsjahr. Ich glaube 2003 oder 2004 habe ich auch dann aktiv wirklich mitgemacht, vorher immer so ein bisschen nebenbei. Ja. Ja, und die ist halt auch immer in dieser Zeit, wo man muss viel auf Ja. Basel, Wagenbau etc. Also wir sind in den Wagen klicken, nicht Ja. Trommel und Pfeife, das machen wir nicht, oder Guckenmusik. Aber ja, das habe ich jetzt dieses Jahr pausieren oder gesagt, wenn ich die pausierst. Aufgabe mache. Ja, das wäre nicht gegangen. Weil Also, wie machst du es denn die nächsten 3 Jahre? ja, das zweite und das dritte würde ich wahrscheinlich schon gehen. Wird der gehen? Ja, weil Okay. es wird vom Aufwand doch einiges weniger. Weil, Okay. ja, vom Hoodie-Vater wird im ersten Jahr sehr viel verlangt, mit Ja. Umzug, Fasi-Beiz etc. Das ist ja alles nachher nicht mehr. Ja. Und darum sollte das eigentlich schon gut gehen, dass wir Okay. das dann zweigleisig kann machen oder so. Ja. Weil ganz Also ist vermissen es eine Sünde oder machen. nicht? Nein, also für mich ja nicht. Ich bin ja da Gut. aufgewachsen und Eben, ich gell? kenne es da. Also, und das gehört auch zu meinem Bestandteil da. Aber ja, klar, Ja. dass Basel Ja. wird jetzt das nicht gerade als Weltwunder angeschaut. Und es ist kein Weltkulturerbe. Und das Basel ist es ja. Darum ist schon noch ein anderer Stellenwert Ja. dort. Und für dich, Gregi, weißt du was? Ich habe jetzt eigentlich nie das Gefühl gehabt, ja gut, ich bin nicht so viel an der Fasnacht gewesen, da zwar viel die letzten paar Jahre. Aber weißt du, was ist so für dich der Case, dass du sagst, mal Fasnacht, das mache ich jetzt 3 Jahre und bin da voll dabei. Und du bist ja auch nah, quasi als Alt-Hudi-Vater bist du ja immer irgendwie noch an der Fasnacht unterwegs. Ja, ich sage jetzt mal, eben, wir sind im Dorf sehr verbunden. Unter anderem bin ich auch lange in der Guckenmusik gewesen. Und also ich glaube, ich habe nicht die Menge Fasnacht rausgelassen im Dorf. Und auch nach dieser Zeit, als ich zur Guckenmusik aus bin ich doch immer bei diesen Fasnachtsanlässen gewesen. Und ja, ganz abwegig ist es nicht. Aber Okay. man ist sicher jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger unterwegs gewesen. Darum hat das auch weniger spekulative für mich als Person nicht unbedingt gerade alle auf dem Schirm gehabt. Die einen schon, die anderen weniger. Und darum ist es einfach noch spannend. Aber grundsätzlich bin ich sehr verbunden natürlich mit dem Dorf oder auch mit der Fastnacht. Immer noch. Ja. Also Ruhm und Reichtum, darum geht es. Absolut. Oder? Nur Darf ich das, Pascal, darf ich das so zusammenfassen? Ruhm, Das, Ehre ja, und ja, Reichtum. na Wahnsinn. Also eins muss ich dir schon noch sagen, also auch mit der Basler Fastnacht. Also ich weiss jetzt ja schon,
Jetzt geht's wird los. ja weltweit ausgestrahlt. Also wahrscheinlich kumpelt mir die Basler Kopf an, wenn ich jetzt da etwas dagegen sage. Aber Ja. ich meine, es ist immer, also eine Sünde ist es sicher nicht. Aber ich meine, es sind halt schon zwei verschiedene Sachen. Also zwei ich glaube verschiedene- auch, in der Zentralschweiz tut man schon ein bisschen, ja, so ein bisschen, nicht belächeln, aber es ist für uns auch nicht. Aber wenn du so die Trümmler und Pfeifler hörst, das ist schwierig. Ah, ja. Ich glaube, in der Zentralschweiz. Dann musst du einfach mal dort sein. Ich finde es schon, Und ich wenn man glaub, das sieht, ich kann finde ich schon gerade beeindruckend. sagen, ich glaube, ich muss einmal vorbeigehen. Ich glaube, ich muss wirklich mal... Weil es Ich ist habe ja schon Freunde. sehr, sehr gross und massiv. Also ja, ist und ich habe wirklich- Freunde zu Basel. Also, Mhm. und ein Teil von der Familie ist Ja. auch zu Basel. Also ich müsste eigentlich schon mal... Ja, und Wenn zu wir immer Basel, auf dem Plan gehabt. und zu Basel gibt es nur das. Also es ist schon so, wenn man zu Ja. Basel ist, dann gibt es nur Fasnacht und der FCB. Und mehr gibt es nicht Ja. dort. Das ist wirklich, also die Stadt lebt Ja. nur für das. Ja. Und das merkt man, Ja. wenn man dort ein bisschen unterwegs ist. Ja. Das Und wäre ich jetzt die glaub- Pharmaindustrie jetzt auch. ja. Ja, für das Ihre- leben sie ihre nicht. Witzig. Davon leben sie, aber Ja. dafür leben sie Nein, nicht. genau, ja. So, ne, das ist, die Präposition ändert sich. Das ist anders. Das ist, Nein, aber ich glaube, es ist schon eindrücklich, wenn man an den Morgenstreich geht. Wann fängt das an? Also auch, ja. Der Morgenstreich Ja. um 4 Uhr. Um 4 Uhr. Aber und alles stockdunkel. Also in der Innenstadt, ja. Ja, das ist schon cool. Also, eben, ich kann nicht sagen, wie es ist. Ich bin noch nie gewesen. Ich bin aber auch noch nie zu Luzern gewesen. Die ist auch super. Die Mhm. ist auch sehr eindrücklich. Bin ich auch Ja. schon gewesen. früher sind wir, weil wir einen sehr, sehr guten Freund in Köln hatten, sind wir häufiger mit verschiedenen Abordnungen von Hamburg dann nach Köln gefahren. Und das ist auch, wenn man, ich weiß nicht, war von euch jemand mal beim Karneval in Köln? Bin ich mal gewesen. Ich nicht. Ist das nicht so in Hallen rein, wo dann nachher alle irgendwie auf Nein, der nein, Bühne nein, stehen? nein, und- nein. Es ist die gesamte nein, Stadt, nein. die gesamte Ja. Stadt verliert vollständig die Nerven. Okay. Das ist wirklich, das geht dann am Weiberfastnacht, also das wäre hier Schmudo, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Donnerstag, oder? Genau, am Donnerstag los und das geht dann halt bis Dienstag und das ist, die Stadt steht still. Ja. Vollständig. Okay. Und es ist alles, also wirklich die ganze Stadt und Südstadt und du kommst rein und denkst dir, was ist denn hier los? Mhm. Und stehst dann auch an der irgendwo an der Bushaltestelle oder an der Tramhaltestelle, stehst, keine Ahnung, neben dir steht eine Horde Wikinger und daneben stehen dann irgendwelche Ballettmäuse und hast du nicht gesehen und das ist alles ganz normal, auch tagsüber. Ne, Ja. Das ist, Okay. und das Feiern da, das ist. Das ist eigentlich gleich wie zu Basel. Ja, das ist, genau, richtig. Also Nein. wir sind als Schwinger gewesen dort. Ja, Zu ja. Basel oder zu Köln? Nein, zu Köln sind wir als Ah, ist Schwinger. aber auch geil. Sind Ja. wir nur das zweite gegangen? Ja, der Kollege und ich sind gegangen, eben von Ja. Basel, wo ich auch fast Ja. nach Ja. haben gesagt, das müssen wir auch mal anschauen. Ja. Da sind wir wirklich mal. Ja. Wir sind, glaube ich, nur Donnerstag bis Samstag gewesen oder so. Ja, drei das Tage ist, einfach. das ist, Ah, und wie viel weisst du noch davon? Die Heimfahrt und die Anfahrt. Und Ja, ja. Nein, Sicher da fahren. also, was Ah, wir ist mal, lustig gewesen, ja. was wir mal gemacht haben, wir sind Ah. runtergefahren wir waren 11 Leute und wir haben uns ein großes Wohnmobil gemietet und sind runtergefahren und wo alle 11 Leute, also ein Wohnmobil, in dem 11 Leute schlafen konnten. Und dann sind wir damit runtergefahren und dann sind wir nach Köln rein und ja, wo fahren wir denn jetzt hin mit dem scheiß Wohnmobil? Hat natürlich keiner drüber nachgedacht. Wir waren, keine Ahnung, was irgendwie Mitte 20. Ja, fahren wir in die Südstadt. Und fahren wir in die Südstadt. Und keiner ist drauf gekommen, die Südstadt ist ungefähr so, als ob du in die Altstadt fahren würdest, in Zug, mit dem Wohnmobil, das 14 Ja. Meter lang war. Mega toll. So, Parkplatz für das Wohnmobil. Hingestellt und in der Polonaise aus dem Wohnmobil raus in die Südstadt. Nein, Ne? Also das, sicher das war das. Aber darum geht's, also es geht ja nicht um den Karneval in Köln. So, also die sind auf dich zugekommen, du hattest Pasky als Co-Piloten schon im Kopf. Mhm. Wir haben jetzt... Also, nein, nicht als Co-Pilot. Als- Das Motto Nein, hast du ja das noch nicht Das gehabt. Motto ist noch nicht bekannt. Aber ich kann nicht sagen, weil da habe ich gesagt, als- welche Frage als noch. Sozius, als Person, Person, Ja. genau, so das Motto ist noch nicht bekannt gewesen. Aber wir haben jetzt Dezember 2025. Ihr seid vorgestellt worden am 11.11. Genau. Offiziell. Und wie lange haben die Vorbereitungen denn für all das gedauert? Wann habt ihr denn angefangen, offiziell darüber nachzudenken? Ah ja. Ja, also wissen tue ich es, oder tue wir es seit 1,5 Jahren. Seit 1,5 Jahren wisst Also ihr, dass ihr nur- Hausi-Väter werdet? Nur Ja. das Wissen. Das Ja. Wissen. Und, Jetzt, ähm, ja, mit Seit den Frauen. 1,5 Jahren? Im ja, Juni, und die, im die, Juni Geschichte, 24. die Geschichte wegen dem Baski, die ich nicht Ah, gefragt habe, muss ich das krass. gleiche schon Ja. erzählen. Das ist, ich bin angefragt worden, ich muss den Baski
genau fragen. Und dann ist es im Sommer, im Juni, ich weiss nicht, 66 ist der Hochzeitstag Ah. von Valeria Okay. und Pascal. Ja. Da haben sie gerade irgendwie Kinder weggehauen. Wir kommen gerade zur Nacht. Und ich habe im Hinterkopf natürlich, die Anfrage ist per se den ganzen Abend irgendwie bei mir im Kopf gewesen. Ich dachte, irgendwie muss ich eine gescheite Überleitung haben auf die Fasnacht. Muss ich ihn fragen. Am 6.6. Und dann ist das eigentlich noch lustig gewesen. Und dann irgendwie um 12 Uhr habe ich das Gefühl, sie will jetzt gar nicht. Dann habe ich gesagt, nein, Ja. sorry, ich muss noch etwas fragen. Es ist einfach nie die perfekte Überleitung gekommen. Dann ist halt 12 Uhr gewesen. Oh, sorry, Pascal, ich muss noch etwas fragen. Willst du Fasnacht machen mit mir? Dann hat er zuerst eigentlich ein bisschen... Also hat eigentlich einen halben Heiratsantrag. Ja, nein, das ist ja so sicher ein nicht. Abwärtsbeziehung. Hey, stell dir mal das vor, das ist wirklich ein halber Heiratsantrag. Das ist irgendwie... Also, mir ist Ja, ist fast wirklich so... speziell. Fast Ja. so Gut. Ja, Aber, okay. Sag mal einen Ring, Pascal. Ja. ja, wir haben den beide auf der linken Seite. Ah, ja, okay, gut. Okay, gut. Ja. Aber nicht der gleiche. Nein. Nein, und dann ist das... Ich finde das ganz so, süß. Radio Wolfwil, hier hören Sie es Ja. zuerst. Genau, endlich ist es ausgerückt. Gott. Nein, die Spekulationen. Genau. Ja, ja, ist gut. Also, und dann, also beim Rausgehen schon in den Mantel helfen und. Ja. Nein. Ich habe ja vorher interveniert. Das Ja. kann Okay. mir einfach gerade in das Bier geschenkt. Also, Also, ja, das ist gut, gut. ja. Ja, das ist sehr gut. Nein, und dann hat Also, er das wirklich ja. überraschenderweise zugesagt. Ich hätte es nicht. Also am gleichen Abend noch? Nein, Ah, hat nein, fast schon. hat schon. Schnell Bedenkzeit braucht, um noch zweimal darüber zu schlafen. Ja. Aber nein, wenn dich jemand so das fragt und gerade wir, die wirklich ein cooles Verhältnis haben und gut miteinander auskommen. Und ja, ich habe es erkannt vom Paddle, wo ich mal ein bisschen dabei war und gleich hier im Dorf ist viel. Und ja, es ist die gleiche ehrenvolle Aufgabe oder etwas Lässiges, wenn man es so zusammen... Hey, Kann das man glaube ich. Und und- vor allem, also weißt, wenn ihr es so gut habt miteinander. Ja, Also. nein, wirklich. Und gerade mit dem Hintergrund, den er schon gesagt hat, mit dem Quartier, wenn du dir das so durch den Kopf hast gehen lassen, dann hast du langsam schon gemerkt, hey, mal, da könnte etwas Cooles entstehen. Und dann Ja. macht es ja auch doppelt so viel Ja. Spass. Und gerade ja, wirklich mit ihm zusammen Ja. ist für mich dann relativ schnell klar gewesen. Ja. Also und wie lange lebt ihr jetzt schon zusammen im gleichen Quartier? Ja. Nein, sag mal. Ja, das berühmt-berüchtigte St. Adrian. Nein, so, St. nicht St. Adrian. Adrian. Nein. Nein, genau. Castro, San Francisco. Halt Nee, nicht nein, rein. Quatsch, Blödsinn. Sag nicht, du bist ja, jetzt sind ja am St. Adrian gewesen vorher. ja. Vorher, ja. Ja. Aber Ja. ursprünglich natürlich in unserem Mhm. super Quartier Haltlerein. Ja. Mhm. 16. Ja, 16. Weil er ist ja Ja, dann 10 auch Jahre. eigentlich, als er das Haus gebaut hat, neu, ist Ja. er ja uns wirklich wie aktiv gekommen, fragen mich und Lehrer, ob wir nicht eine Wohnung wollen. Das ist eben auch so speziell. Ah, gewesen. ja. Also wirklich, Ja. er hat dann wirklich dort, Ja. eigentlich auch nie einen Look gelassen, Ja. bis wir ja gesagt haben. Wir haben ihm gesagt, nein. Und ihr nein. Und er hat gesagt, mal, es könnte glaube doch etwas sein. Und mal. Und dann, ja, das ist wirklich... Es war natürlich dort schon bekannt, gewesen, dass ich ihn noch eins Ah, aber was ja. noch brauche. Ja, Ja. vor langer Hand Sehr, geplant. sehr, Ja. sehr gut. Ja. Sehr Ja. gut. Nein, dort, ja, So dort geil. hat es eigentlich schon angefangen, was so speziell war. Weil, Ja. ja. Und dann, ja, natürlich dann zusammen dort im gleichen Ja, Haus und immer gewohnt. der Gregi, der die Initiativen ergreift. Ja, schon bei Filmen, ja. Ja, das ist eigentlich ein Kompliment für dich, Pascal. Mhm. Bin froh. Ja, super. Nein, sorry, das nimmt Ausmaß an da. Geht gar nicht. Also, Ich gebe dir andere Themen ab. Themawechsel. Ja, nein, aber das Quartier jetzt noch. Was macht euch das Quartier so speziell? Also gut, ich komme ja das mit über. ja. Dass es ein ganz cooles Quartier Ja, wir ist. sind ja Peripherie. Wir Genau. sind Ja. wir sind ja Metropolregion Haltli-Rhein. Wir sind ja hier in der Gerbi, wir sind ja nicht direkt Haltli-Rhein. Wir werden Aber- geduldet. Geduldet. Ja, Absolut. danke. Mal, sehr. Ja. Mal. Oh, vielen Dank. Sehr so. Ja, Dankeschön. ja, Hast ja. du gehört? Ja, Sehr. ja, es sind nicht viel. Sehr. Es sind nicht viel, aber 2, 3 sind sehr geduldet. Ja. Dankeschön. Wir jetzt müssen eingrenzen, sonst wäre das irgendwo... Hat das Ausmaß Ja, angenommen? es ist ein Magnet. okay. Ne? Es ist Ja. einfach, Ja. einfach the scene. Genau. Im Moment Also, schon. nein, Ja. aber eben, ihr habt damit Sonntagsapero oder was macht ihr? Ja. Ja. Also, Ja. was heißt Amik? Das ist Immer. immer. Jedes Ja, Sonntag. Genau. jeden Sonntag, genau. Also es Ja. gibt jeden Sonntag Ja, Sonntagsapero. von 4 bis 6 ist der Apero. Da hat es Ja. mal vor 5 Jahren, glaube ich. Ja. 5 Jahre angefangen. Ja. So eine komische Krankheit ist dort. Und dann haben wir auch nicht mehr fort dürfen. Und darum sind Ah. wir halt daheim geblieben. und Ah, ist sind das während draussen. dieser Zeit entstanden? Genau. Ja. Und Okay. seitdem ist das eigentlich immer, So jeden cool. Sonntag. Und es ist eigentlich sehr, soll ich sagen, unkompliziert. Mhm. Immer bei jemand anderem. Und ja, das hat sich einfach dann so rauskristallisiert, dass der Zusammenhalt und einfach der Zeitpunkt jetzt eben sind alles so ein bisschen im ähnlichen Alter und haben Kinder und es ist Mhm. wirklich so eine halbe verschworene
Gemeinschaft, Ja. die einfach jetzt Ja. wirklich einfach eine coole Zeit hat. Und darum habe ich, das ist wirklich mitunter der Ausschlag gewesen, dass ich überhaupt auch gesagt habe, mal, Hey, und das ist die ganze Straße, gell? Mhm. Also das ist Ja. von Ja, Säurebeat und Frenzi über das Zürcher, Körners, Körners, ja. Fischlins, ja, sind Ja. eigentlich alle ein Ja. bisschen dabei. Ja, Sind ja, ich finde es wirklich, mega cool. ja, es hört nicht auf. Und, ja. Ja. Ja, Und, ich find's aber- mega und ab und zu gibt es auch spontan Aperos, ne, kann man so sagen, ne? Oder? Das Ja, ist, es bleibt nicht nur der Sonntag. nein. Ne? Also je nachdem, was gerade ist. Ne? Ach, guck mal, die Kinder spielen draußen. Da kann man da rausgehen und drumherum stehen um die brennende Tonne herum. Genau. Ne? Und ja. Gospel singen. Ne? Das ist ja, wunderbar. Nein, Sonntag ist wirklich immer, also Sonntag und vor allem Sommer, dann ist, ja, man Ja, kann einfach nie find's einfach mega cool. durchlaufen, weil es ist Ja. überall irgendwo einer Ja. immer rum, der dann Ja. Heu sagt und Ja. Ja. schnell ein bisschen Rap miteinander. Also, Ja. ja. Das ist Ja, wirklich und es geht auch immer was. Und es sind, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Paski oder Gregi, es sind eben auch viele Kinder, die dann da sind und auch alle so irgendwo im gleichen Alter. Mhm. Also meine, die dann auch rübergehen, deine, gut, Fabio Ich kann gerade sagen, die sind auch schon langsam, älter, genau, die Ivo und Jungs. Dario, jetzt nicht so viel mit den anderen dann, aber Ja. das ist, aber Zürich ist dann hinten und, Ja. und Matthias und Marion, also da geht immer Ja, was. mit dem irgendwo. Marion. Ja. Gestern habe ich mit Fabio Street Hockey gespielt. ja, kannst Das- du sehen. Das macht immer wahnsinnig viel Spaß. Das ist ich habe das zu Sonja gestern gesagt. Das ist ein echt geiler Typ. Das macht echt Spaß, mit dem sowas zu machen. Ne? Vor allen Dingen, weil er auch schön anzündet, aber auch einstecken kann. Das ist ganz lustig. Geht auch einen guten Spruch. Man lernt das halt auch ein bisschen so, gell? Ja. Ganz genau. Nein, also so. Mega cool. Pass auf, und der Haltli-Rhein wird ja auch eine relativ große und prominente Rolle spielen im gesamten Konzept, das ihr habt. Erzählt doch bitte mal von dem Konzept. Wie heißt denn eure Kampagne? Ja, und vor allem, wie sind ihr auf das gekommen? So. Also das Motto und so. Also Ja. 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 Ja, das Motto ist Höhenflug 2026. Ja. Das hat sich, ja, anfänglich musste man überlegen, ja, was gibt es für Themen, was könntest du machen, was passt vielleicht, was ist naheliegend, was kannst du gut ausbauen. Und das hat sich dann irgendwie noch von 2-3 Mottos dann eigentlich so auskristallisiert. Ein expliziter Grund wüsste ich jetzt nicht. Also, obwohl die Valeria und Pascal, seine Frau, ja da eigentlich Eben, ja. im Business Ja. arbeitet, aber hat wahrscheinlich nicht. vielleicht einen kleinen Hintergrund gehabt, dass sie da Ja. weiss ich, wie alles kann, organisieren, was wir brauchen, mit Kleidern und Flügern und alles. Aber nein, eigentlich hat es keinen Grund gehabt. Aber wir haben wirklich das Gefühl gehabt, das ist ein cooles Thema, ein cooles Motto, Ja. das du wirklich gut kannst ausbauen kannst. Und darum ist auch das ganze Konzept dann auf dem basiert. Dass, wir haben dann eigentlich eine Airline gegründet, unsere Hudifat Ja. Air. Ja, und das ist wirklich auch sehr gut drumherum zum Erweitern, Ausbauen, machen, was auch immer. Und dann ist es natürlich so, zurück auf unser Quartier zu kommen, ist eigentlich dann so entstanden, eben, er ist im gleichen Quartier und unser ganzes Komitee, das wir haben. Wir Ja. haben noch 6 Personen im Komitee. Ja. Und die sind auch alle ausschließlich aus dem Quartier, oder die mal dort gewohnt haben. Also wer ist alles Das ist im Komitee? zum Beispiel der Beat Säurebeat, Ja. ist der Bauchef. Ja. Der Remo Batschet ist der Umzugschef. Ja. Der Simon Zürcher ist der Festwirt. Und Ja. Sonja ist Aktuarin und Valeria ist das Wort vergesse ich immer. Physik. Logistik. Ah, Logistik. Aber hast du noch jemanden vergessen? Weil der alles wieder rauskommt. Können wir das schnell rausschneiden? Noch? Was Die habe ich? Laura ist noch vergessen. Laura, ja, die werden jetzt auch noch kommen. Social Media und Marketing, genau. Ja. Perfekt, genau. Ja. Nein, die sind wirklich alles im Quartier. Also ich kann gerade sagen, die sind ja alle noch irgendwie im Quartier. Ja, der Remo ist ja im Haltli. Ja, der ist gerade Vis-à-vis. vis-à-vis, ja. Ja, ist nicht im Also, Quartier. ja. Halt. Oh, Das- Entschuldigung. Die Straße hört Oh, irgendwo eins auf. Stimmt, Also das jetzt- hat jetzt Grenzen. Integration. Ja. Wird auch fast nach gleich wie groß geschrieben. Ja, das ist genau. Inclusion und Diversity. Genau. Aber er hat ja mal im Haltli rein gewohnt. Das guck weiß mal. ich nicht, aber gut. Doch, doch. Ja. Er ist Halter 1 Süd. Genau. Sehr geil. Also gut. Ja. Ja, okay. Ja, und dann ist natürlich da eben wirklich, weil wir das wollen, im Quartier auch so zelebrieren eigentlich, machen wir auch unseren Fasnachtsstart, der am 17. Januar stattfindet. Das ist am Samstag. Dann haben wir eigentlich unsere erste Party auch im Quartier, dass wir eigentlich auch
ich da einen grossen Fasnachtsanlass machen, mit Zelt und alles, was drumherum ist, mit Einfach Live-Musik. mal und so die Straße dahinter. genau, ist eigentlich So auf dem cool. Quartierströssli, da Ja. kannst du halt nicht mehr hinter dem Führer fahren. Wir können das so ausschildern, Ja. beleuchten, dass die Straße aussieht wie so eine Landebahn oder eine So Startpiste. geil! Und darum, wenn man es schon ein bisschen gesehen hat, ein Ja. scheuche Flüger bei der Einfahrt Ja, der symbolisiert, kleine herzige Flügel. Ja. Unsere Ja. Weihnachtsbeleuchtung Dezent. Ja, Ja. ja. das Sehr symbolisiert das. Ja. Ja. Das hat, da hat der Beat also Top-Arbeit geleistet. Das Ja. hat eine Ja. coole Resonanz gegeben von weit oben. Hey, Das ist mega. wirklich- Also ich finde es ein Knaller. Ich denke jedes Mal, wenn ich auf und runter fahre, Es hat den ein- Flüger an. Es hat einen Stift gebaut, ne, von Beat, ne? Oder stimmt das? ja, Also das- ausgeschnitten und alles hat ein Stift gemacht. Ja. Die Konstruktion Ja. hat der Beat aber schon vorgegeben, wie sie dem muss sein, dass Ja, dass alles es so hebt stehen bleibt. Oder, Dass es- ja, dass es dann hebt oder so, hat er sicher Ja. auch reingeschaut. Ja. Ja. Ich fand das so faszinierend, als das, und da habe ich ja eine reine beobachtende Rolle gehabt, als da inoffiziell und ungefragt, nein, vor allen Dingen auch ungefragt, als ihr das aufgestellt habt, wir haben da gestanden und haben geguckt und haben überlegt, wenn es jetzt nicht so eine funktionierende Dorfgemeinschaft gäbe wie hier, wen du alles hättest fragen und aufbieten müssen, um das zu machen. Irgendwie von Kranwagen. Also wenn es Beat nicht gegeben hätte, Peter ist ja auch noch irgendwie dann mit dem Kranwagen gekommen. Dann ist Remo dann noch, gut, Remo hat das dann auch dann Genau. ist Wahnsinn. Mitorganisiert. Mitorganisiert das Ganze und dann gebaut, dann, wen du alles hättest fragen müssen. Mhm. So und so hat es eigentlich funktioniert dann. Ja, es ist immer so ein bisschen natürlich Augen auf bei der Komiteewahl. Es ist Ja. natürlich Ja. Clever. ungemein auch so irgendwo gewisse Chargen, die wirklich matchentscheidend sind, musst Ja. du personell halt Ja. auch optimal besetzen. Ja, Das ja, ist ja. uns auch, ja, glaub ich, ja. wirklich gerecht. Sehr gut gelungen, sehr gut gelungen. Gute Aufstellung. Also Ja, ich ja, sag, ja, sehr gut ja, aufgestellt. nein, ich sage Ja, ja. starkes Quartier in dem Fall. Also, Ja. Ja, das hat es uns natürlich dann schon leicht gemacht. Ja, Oder einfach so ja. mit diesen Leuten. Weil Ja. ja, du brauchst ja überall Hilfe und Unterstützung. Oder Ja. ja, das nicht alles allein kannst du nicht. Und durch das Mhm. brauchst du Leute, die dann halt die Sachen einfach, sage ich mal, Mhm. können Mhm. mitorganisieren. Und dann, ja, und ich finde es hilft's eigentlich schon. noch verrückt, wie viele Leute haben ihr schon jemanden dürfen einweihen, jetzt ausser durch die Frauen, vor der offiziellen Hudivaterwahl? Ja, aber das Komitee. Also, Die haben wir ja gefragt, die sind ja am 11.11. auch schon da oben gewesen. Die sind wir am Ja, also März und das sogar anfragen. der März? Ja. Okay. Ja. Also Ja. das dürft ihr dann Ja, quasi. Ja, das muss ja dann fast. Aber gell, weißt, also ich kann jetzt aktiv, sagen, muss sagen, ja. aktiv angefangen haben wir eigentlich anfangs dem Jahr. Also Ja. wir haben dann wir müssen das Komitee zusammenstellen. Mhm. Dann, die musst du dann aktiv fragen und die wissen jetzt dann logischerweise. Und dann Ja. dementsprechend ihre Partnerinnen und Partner eigentlich auch. Ja. Aber man weiss ja, dass er das eigentlich Kein das Ja. Geheimnis der Geheimnisse ist Ja. eigentlich bis zum 11.11. Und das eigentlich auch wirklich gut behütet soll werden. Und weil sonst ist es dann irgendwie dagegen dann schon fast draussen, wenn das halt zu früh rauskommt. Ja, mit der Organisation musst du ja wirklich anfangen. Also, es ist Ja, so, eben, weil ich du kann jetzt brauchst auch ja die denken, ich meine, Leute, kannst du nicht also- erst am November anfangen, Nein, das nein. Zeug planen? Also und kannst du schon, das haben also- viele auch schon gemacht, weil sie halt keine Zeit hatten oder wenig gefunden haben. Aber Mhm. auch wir, die die Vorbereitung hatten, Ah, ja. haben es natürlich schon genutzt, Ja. dass wir viel am Anfang, wir zwei mit den Frauen Ja. zusammengekocht Ja. sind, um eben alles aufzugleisen. Ja. Und dann nachher, wo du gemerkt hast, das Komitee muss langsam, weil eben einer hat schon Ferien gebucht gehabt für im Februar nächstes Jahr, wo Skiferien waren, wo wir Oh nein. drinnen hatten. Und Ja. dann hast du dann einfach müssen anfangen zu fragen. Und darum haben wir Ja, die ja. relativ Ja. früh die Leute Ja. müssen Ja. gehen anfragen oder gehen abholen. Und hast dann halt auch entsprechend Sitzungen gemacht. Wo dann, aber wir hatten jetzt nicht 10 Sitzungen gehabt vorher. Mhm. Aber ich glaube, etwa 4 sind es schon gewesen, oder? Komitee? 3 oder 4? 3. Ja. Bis dann um 4, 11.11. ja. oder 4, ja. Ja. Aber du hast ja. ja auch müssen schauen, wo trifft man sich und das Ja. ja. am Abend, Warum dass sitzen keiner denn die gemerkt- jetzt schon Ja, wieder zusammen? Genau, ja. dann alle Ja. zusammen. Oder Ja, steige ja. ins vierte ins Auto und ich bin nicht dabei. Was ist los? Ui, Ja, das wäre nein. höchstens bei unserem Quartier. Ich wollte auch da mit. Hey, nein. Okay. Also jetzt haben wir am 17. Januar ist quasi der Phasistart im Haltli. Genau. Genau. Und, Das ist wirklich dann, also, sagen wir mal, das Novum, das es eigentlich, glaube ich, noch nicht wirklich gegeben hat, dass Mhm. man einen Fasnachtsball im Quartier macht. Es Ja. hat schon früher schon sehr aktive Quartiere Ja. gegeben, die fasnachtstechnisch da mitgemacht haben, aber Ja. ich glaube, wirklich so einen Ball hat es noch nie gegeben. Ja. Das ist unser Pilotversuch. Also möchtet ihr alles... Sehr gut, kleines Wortspiel. Ja. Kleines Ja. Wort. Nein, brillant. Ja. Nein, Wahnsinn. Nein, hast du das gehört? Was geht? Nein, ganz ehrlich. Brillant. Ich meine, deshalb ist er Hoodie-Vater 2025. Das war Weltklasse. Nein, absolut Weltklasse. Nein, Weltklasse. Wow. Das ist, ja, nein, also mit solchen Gästen macht Spaß. Ne? Das ist,
Ja. Sehr So. geil. Also warte mal, und die gesamte Straße ist dann sozusagen Festmeile mit dem Genau. Ball. Ja. So. Ja, das ist eigentlich am Eingang, also bei uns vorne ist das grosse Zelt, wo dann eigentlich die Hauptattraktion ist mit Live-Musik, Lieber 4 und Also so über Kuchenmusik ist. Parkplatz rein. Genau, also der ganze Ja. Urplatz ist mit Zelt eigentlich beleidigt. Kannst Ja. eigentlich Ja. auch nicht hinterher fahren. Ja. Wir haben aber auch die Idee, oder wir machen das so, dass wir noch 3 Nebenplätze haben. Das heißt, wenn du durchs Zelt durchgehst, hinterher, also beim Mette Mhm. zum Beispiel, ist wenn wir die Garage auftun, so ein bisschen ein Jägermeisterbar. Und sehr beim geil. Säure Beat Ja. Kaffee. Ja. Wie Kaffee und zuhinterst hinten ist dann eigentlich noch so ein bisschen Garagen, die jetzt auch frei sind, ganz hinten bei der Petra oder beim Enzler. Ja. Wenn wir die Garage brauchen, dann könnt ihr dort noch ein bisschen Bierschwämme machen. Also Nein, eigentlich so cool. ein wirklich so ein bisschen, Ja. man kann ein bisschen hin und her flanieren Ja. und die ganze Piste eigentlich benutzen. Ja. Mega cool. Ah, herrlich. Ja. Sehr gut. So cool. Ja, wir sind auch gespannt. Ja. Ist, wird noch viel Arbeit geben bis dahin. Kann grad wollen sagen, aber, und es ist für einen Abend halt, aber wir haben ja Ja. das wollen, dass wir Ja. bei uns im Quartier das machen können. Ja. Und zum Glück ziehen da Ah, alle voll mit. Lasst ihr nichts stehen? Nein. Also die Häuser schon mal. Ja, Also wir hoffen, dass am Ach so. Schluss noch alles steht. Aha, so ein Aufwand ist das dann also gar nicht. Nein, also eigentlich steht er schon alles. ehrlich. Hoffe ich nachher auch. Ja, eben, Nein, vor allem aber dass man nachher. sagt, dass man das Zelt ein bisschen lassen stehen, so für zwischen der Fasnacht. Ja, das haben wir zuerst Ja. wollen, dass wir Ja. quasi bei uns auch dort machen, aber Ja. das wäre, glaube ich, ein bisschen Vielleicht zu viel. zu arg strapaziert in die Nachbarschaft, glaube ich. Wenn du da Ja. 3 Wochen nicht mehr kannst durchfahren und 3 Aha, ja gut, das kommt dann noch dazu, ja. Nein, wäre ein bisschen too much gewesen. ist einmalig und eine Anbiegung, Ja. wo wir werden Gas geben bei uns im Quartier, Vielleicht fürs, wo mal fürs andere nächste Jahr Jätte dann bekommen. Ja, vielleicht, ja. Das Ja. schauen wir, ob Ja. wir das uns dann nochmal antun oder nicht. wieder. Wir haben sicher eine andere gute Idee wahrscheinlich. Ja. 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 Ja, okay, cool. Hey, und dann eben am 17. offiziell fängt es an und dann, wie geht es weiter? Ja, dann ist dann nach dem Event ist dann eigentlich der 24. ist eigentlich der Mhm. Schiessverein Samstag, der eigentliche Fastnachtsbeginn da zu Walchwil. Die offiziellen Anlässe vom Militärschießverein eigentlich. Und dann nachher geht das nahtlos über in die Fasnacht, wo dann eigentlich da so ein bisschen im Dorf innen dann auch praktiziert wird und die Leute rum sind im Dorf. Und am Abend ist dann eigentlich die Intronisation von Ja. uns Im Gemeinsaal. im Gemeinsam. Mhm. Das ist im Der Klasse. offizielle Teil, dass wir da. Ja. Und der macht die in- in- Fasnachtsgesellschaft. Also Ja. dort Ah. machen wir Ja, eigentlich also nicht. das dürfen die eigentlich einfach geniessen und sein und Ich hoffe es, festen. ja. Und, ja. Ich weiss nicht, ob wir es geniessen Ich weiss auch nur nicht, Wir ob wir sind es einfach geniessen. dort. Dort haben wir keine. Oh. Einmal am Schluss noch, dass wir den machen. wegen Ja, der genau. Und dort sind Mütter, dann aber die wir- Mütter präsentiert. Ja. Das dürfen wir machen. Ja. Mhm. Das ist cool. Und eben, ihr habt beide Hudimütter selber dürfen aussuchen. Also, wer sollte Ihr sonst habt es aussuchen? ausgesucht. Also, ja. Also, ja, das ist Also, Ja. Ja. das hat nicht das Das ist eine Komitee Frage. gemacht. Ja. Und wer dürfte aussuchen? Ja, Nein, fast nach Gesellschaft hat sie auch nicht ausgesucht. Nein, die haben wir Ja. selber dürfen Okay. Genau. wählen. Das ist aber Ja. auch ein gutes Was? Geheimnis, das nicht gelüftet wird. Ja. Das ist wirklich, Ja, das ist. Ja. wird ja Radio Walchwil sicher am 24. Ja, wir berichten live. Ja, okay. Das Live ist, schaut. nein, das ja Gemeinsam. unbedingt, ja, unbedingt, ja, ne, na, also ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Übersee ne, sind auch gerade, nein, Ja. Gänsehautmoment. Ja. So, aber warte mal, wir sind im Programm schon weiter, aber Ja. irgendwann seid ihr auf die Idee gekommen, pass mal auf, wir geben, also das ist das Motto und zu dem Motto gehören auch Accessoires, also wie beispielsweise, ihr rennt ja nicht die ganze Zeit so rum in den Uniformen, also Oh. schon. Fasnacht, schon. naja, Sonst nicht, nein. genau. Und ab und zu habe ich dich auch abends gesehen, wie du einfach so durchs Dorf läufst ne? und die Leute grüßt und fragst, ob alles in Ordnung ist. Ja, genau, im offenen weißen Jeep. Genau, so diesen hier. Ne? Nein, aber das musste ja auch alles gemacht werden. Wer hat denn gesagt, pass mal auf, dann stecken wir euch in eine Uniform? Welche Person hat das gesagt? Wisst ihr das noch? Und wo kommt diese Uniform her? Gut, das Motto war ja dann klar gewesen, also wo wir eigentlich hatten, Ja. Höhenflug, Hudifat Air, Mhm. Ja. wir machen eine Fluggesellschaft, dass Ja. wir zwei dann Piloten sind mit Ja. Pilot und Co-Pilot, Mhm. dass wir dann das Komitee wollen als Crew dann, Ja. ausstatten, die dann auch noch wird kommen oder wird dann so sein. Und dass wir der Pilot sind, ja, dann geht man halt im Internet und überall suchen, was hat man Piloten, wie haben die an, was man anhat oder wie das aussieht. Habt ihr Das mehr hat, als eins? was? Mehr als ein Anzug?
Oder nur den? Nein, wir haben noch eine andere Variante. Das Denübe. Das Denübe Ah. haben wir Denübe. wahrscheinlich noch eines, ja, wo Sehr wir gut. dürfen zeigen. Sehr gut. Aber ja, das ist eigentlich das Hauptding, das wir haben. Ja. Und Ja. ja, die Crew wird auch dann entsprechend so ausgerüstet sein, dass Ja. sie zu uns passt. Dann noch. Das war jetzt am 11.11. noch nicht gewesen. Mhm. Aber ja, und dann die Accessoires und was hat man für Ideen, um dann weiterzugeben, eben Sponsoring, Ja, also ich Konzepte möchte mal, etc. Ihr Das- habt hier ein Poschettchen mit Ja. GP und dann habt ihr da noch den AirTag, oder wie sagt man dem? Also das ist ja... die Fasnachtsplakette. Unser Fasiband, Ah, das wo ist, das eigentlich? das ist der Genau. Fasiband. Ah, wie geil. Also Ja. der ist natürlich Ja. nur... sonst ist er grün, bei mir ist noch ein bisschen goldig rundherum. Natürlich. Du hast ja, Ja. auch Sonst ist das er nur schönes grün. Detail, 4 Streifen auf dem Ärmel. Genau. Pascal Ja, hat nur das ist 3. halt- So, Ja. ne, das ist... Also, Ja, Ja. Ja. Wie ist es und also Schuhe auch. Ich finde die Schuhe sehr schön. Ja. Ich finde, es ist sehr ja, die passend haben wir, Sehen wir die? mit dem braunen Leder. Das da. haben wir endlich noch können Ja. miteinander posten. Haben wir auch mal Ah, Schuhe das kaufen. ist jetzt auch Zusammen schön. Schuhe kaufen Das haben wir auch gewesen. erlebt miteinander. Super. Oh. Das war auch ein Highlight gewesen. Ja. Nein, aber ich finde sehr. Nein, ich finde auch die kleinen Sachen, das fällt mir jetzt auf. Ja, wir haben auch viel. Also auch cool für Ah, mega cool. unsere Sponsoring-Konzepte, die wir auch aufmachen. Ja. Also ja, dort haben wir auch so viele Goodies, die wir selber und zusammengestellt Ja. haben. Und eben das Logo, das wir entwickelt haben, das musst du ja auch. Dann musst du irgendjemandem geben und sagen, Mhm. was die Idee ist. Und dann kommst du mal Ideen zurück über und Ja. dann sagst du wieder, nein, das wollen wir nicht so. Ja. Also ja, es hat ganz viele so kleine Aufgaben. Aber spannende und ist eigentlich immer Ja, cool. und das ist gewesen. einfach so, du musst Sachen immer entscheiden und du kannst Ja. machen, wie du willst. Oder? Aber darum ist es eigentlich gut, haben wir eigentlich ziemlich etwa so ähnliche Ideen gehabt und auch so ein bisschen, Mhm. sonst hättest du dich da glaube ich können zu Tode diskutieren und Ja, kann man entscheiden, wenn du dann nicht auf den grünen Nenner kommst. Ja. Ja. Das hat eigentlich wirklich gut funktioniert. Und eben, die Valeria hat da natürlich extrem viel recherchiert und gesucht Ja, und gemacht. gut, Die aber hat jetzt Wenn du an der Quelle bist. den grössten Job jetzt. Ja. Ja, es haben wirklich Kein viel auch gefunden im Ja. Internet, dass wenn du dich ein bisschen auseinandersetzt. Und ja, so ein bisschen die grobe Idee im Kopf hast, dann Ja. weißt du auch ein bisschen, was du suchst. Und dann findest du ja Ja. relativ viele Sachen. Und ja, das haben wir eigentlich ja, alles gefunden. Wie, ja, unser Flügerli, das wir haben, die kleinen, Ja. wo das Accessoire ist ja auch, wo man dann kann sich erwerben kann. Ja, das sind auch so kleine Details mit Logo Ja. drauf und alles. Wenn Ja. du das kannst machen kannst, das Ja. ist schon cool. Und Es zieht Aber sich ja. durch eigentlich. Das, Ja. Fast wie, also es ist fast wie ein geplantes Konzept. So ein Ja, ja. ja, eigentlich Nein, fast. aber ja. das tönt einfach. Also ich Fast finde, es tönt beängstigend. sehr intensiv Ja. und also Ja. zeitintensiv auch. Also das ist sicher so. Die Ja. Zeit braucht es, gerade auch jetzt schon, eigentlich nach dem 11.11., also respektive auch vorher schon Ja. die ganze Planung und Organisation. Mhm. Wir sind eigentlich am 11. wirklich parat gewesen mit allem, Ja. wo wir wollen, Ja. verkaufen für die Sponsoring ist oder Ja. für unsere Goodies, Ja. da sind wir eigentlich parat gewesen. Ja. Und dann nachher, fängt es dann eigentlich an. Es ist ja so, dass wir dann natürlich jetzt in unserem Fall Passagiere suchen, wo dann uns eigentlich dann als Gönner oder Sponsoren Ja. dann eigentlich unsere Airline unterstützen. Das Billett kaufen. Ja, genau. Und das ist halt dann eben auch so ein bisschen so, wie es in der Flügerbranche ist. Eco Business First Sponsoren Okay. oder Kunden Ja. gibt es da. Und da Ja. hat es halt unterschiedliche Goodies oder unterschiedliche Ja. Geschenke, die du hast Ja. oder Privilegien, die du kannst. Ja. Wie es auch im Fliegen sonst. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist natürlich jetzt sind wir auf der Suche halt nach diesen Passagieren. Mhm. Das ist eigentlich zeitintensiv. Das ist eigentlich praktisch alle Abend sind wir unterwegs und sind auf Ja. Suche nach Passagieren. Und das muss ich aber auch sagen, das ist ein riesen Support oder eine riesen Unterstützung, die wir im Dorf erleben. Das ist Schön. mega, das ist gewaltig. Schön. Schön. Ja, das ist wirklich mega speziell. cool. Es ist, ob es Firmen sind oder Privatpersonen, das ist absolut grossartig. Das ist, Ja, Hey, und also nein, ich- also das also- ist das mal erleben so und wirklich ist das schön. Spüren, das Ja. Dorf, wo du sagst immer, ja, die Ja. schauen nur immer für sich oder haben Ja, zusammen, aber man merkt schon eben, dass sie zusammen haben, weil gerade Ja. bei so Sachen da Also ich meine, kannst du bei jedem gehen. wir hatten das ja gehabt mit der Musik oder bei der Genau. Uniformierung Ja. und das ist auch etwas, wo ich glaube, ich weiß nicht, wo auf der Welt oder in der Schweiz, dass man das findet, aber die Unterstützung der Leute aus dem Dorf, sei es eben Firmen oder Privatpersonen, das ist sensationell für Vereine, für Leute, die etwas auf die Beine stellen. Ja. Das ist ja, ich glaube, die Unterstützung Ja, ist wirklich rum, finde wenn ich sie einmalig. sehen, wenn jemand etwas macht fürs Dorf. Mhm. Und per se Mhm. kann man sagen, wir machen es ja eigentlich auch fürs Dorf, auch ein bisschen für die Bereicherung Ja. fürs Ja. Dorf selber. Und Ja. dann ist wirklich die Unterstützung. Aber man muss sich Zeit nehmen. Also es wird geschätzt und man muss vorbeigehen und man muss dort sein. viel trinken, und viel essen. Ja, es ist wirklich so, du darfst bei jedem mit Stuben reinhocken und es ist also wirklich, also ja, fühlst dich immer geehrt, dass du dort hinhocken Ja. also, und sie Ja. tun dich dann entsprechend behandeln und es Ja. ist wirklich Ja. also immer, man kommt nicht einfach rein, da, ja, macht mal und gehen wieder, Ja. sondern ja, man muss sich halt dann
1,5 Stunden hast du schon amigs schier knapp und dann musst du sagen, jetzt müssen wir leider weiter, weil wir machen immer 2 Termine am Abend, Ja. Ja. wo wir eigentlich machen wollen. Und dann musst du dich dann gleich manchmal wieder verabschieden. Und, aber ja, es wird wirklich immer sehr gutiert und Das ist cool. zelebriert. Sag Das ich ist mal. schön. Das ist schön. Macht wirklich Spaß. Also, und wenn ihr jetzt da noch Werbung machen für die Passagiere, was suche ich denn noch, was brauche ich denn noch? Alles. Ja, alles. Genau. Also per se, wir haben einfach einen Flüger, der eine grosse First Class hat. Das ist auch, Sicher. ja, der ist einfach das ist ein spezieller, Riesige First Class, spezieller ja. Flüger. Den habe ich mal auf den ersten schon erwähnt. Aber ich Also, muss auch Das ist so ein sagen, bisschen nasenlastig. Ja. So, aber, dass wir im Gleichgewicht bleiben. Ja. 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 Nein, da sind wir froh um jede Unterstützung, die wir bekommen vom ganzen Dorf und hoffen, dass sie ab Fasnacht kommen. Ihr und, könnt doch mit erzählen, dem- eben, was beinhaltet eure... Habt ihr Lust, das zu erzählen? Ja. Ich meine, das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon ein paar Mal erzählt. Wir können es Ja, nicht sogar fast. auswendig, also Baske kann es auswendig. Ja, ja. Ja. Also das Konzept, oder was? Ja, ich habe es noch nie Also die Sponsoring-Pakete, die Ja. Passagierpakete. Ja. Wir haben eben die 3 verschiedenen Eco, Business und First. Eco ist eben der Fuzzy-Bändel dabei und so ein multifunktionales Werkzeugstool. Eben so ist so eine, ja, ich weiß nicht, ob man den sieht, es ist halt ein bisschen klein, aber es ist so ein Flügel, das wir Ist gemacht haben. Sehr nice. Flaschenöffner. Ja, alles, da kann man eigentlich alles machen. Und die 2 zusammen sind dann Gönnerbeitrag ab 100 Franken, Ja. wo man eigentlich bei uns dann Gönner ist. Und mit dem dürfen wir auch gratis dann bei uns im Haltli rein als Fest kommen, weil Ja. dort machen wir einen Eintritt. Ja. Und so hat man eigentlich den Fasi-Bändel und den Mhm. Eintritt bei uns vorbei. Und Cool. dann gibt es Business Class, wo wir dürfen einen Grappa kreieren und eine Limited Edition, wo man dann zum Beispiel überkommt, wenn man Business Nein, wie bucht. Man kommt 2-mal den Flüger über mit dem Bändel. Wo habt ihr den Grappa? Nein, ja, den kann er da hinten noch im Rucksack. Ah. Das ist ja dort, abgestöpselt. Ja. und darum alles. Wo habt ihr den Grappa können? Den haben wir beim Ether machen, Ja. weil der Gregi ihn gekannt hat. Das ist auch Ah, ein cool. Habe ich nicht lustiger gewusst, dass man Termin. das kann. Oh, ja, Und das kann man vorstellen. Gut, ich kann es nicht einfach machen, aber er hat wirklich Ja. auch sehr wohlwollend und uns gerade gesagt, hey, mal, da machen wir etwas, das ist cool. Und Ja. haben wir ein bisschen die Idee erzählt, die wir haben. Ja. Und dann hat er wirklich dann, mitgemacht. Oh, nice. Okay. Und ja, genau. Also das ist dann bei Business, wo man den Grappa hat. Ja. Und wir dürfen dann auch die Fuzzy-Bites, haben wir noch nicht erzählt. Und wir haben ja dann auch noch 9 Tage Fuzzy-Bites. Ja. Ja. Und dort ist zum Beispiel dann der Eröffnungsapero, wo wir kommen als First Class. Und wir möchten eben so eine Sponsorentafel bei uns in den Fuzzy-Bites, wo dann die entsprechend angeschrieben wird. Ja. Und dann hat man das dabei. Und wenn man noch First will, ist nochmal eine Kategorie höher, wo man dann noch ein bisschen mehr Goodies hat. Wir dürfen auch Sponsor-Apero kommen, aber wir haben dann am Mittwoch in den Fuzzy-Bites auch einen Nachtflug. Ja. Da gibt es dann Was es Menü ein gibt. Menü, einfach, wo man zum Essen eingeladen wird. Und wir machen da am Umzug einen VIP-Platz, wo wir noch nicht genau wissen, wie, aber ja, wo dann ein bisschen abgesperrt ist und wo man noch ein Güppli und ein Bierli bekommt. Ja. Und hat dann statt der Grappa den Raum eigentlich dabei. Raum gibt's auch, ja. also anstatt Grappa gibt es noch Raum? Ja, haben wir natürlich auch noch Okay. gerade gemacht. Und je nachdem, wie die Unterstützung ist und der Betrag ist, kommt man dann auch beide Flaschen über. Ja. Aber da haben wir eben auch so mit Hey, nice, etikettiert auch von cool, uns mega und schön. Genau, wo dann speziell gemacht worden ist. Sehen wir das? Ja, Ja, aber das schau, kommt da nicht ist die Kamera. Sehr gut. Ja, nicht so. Mega So, nice. das hier. Ja. Ja, genau. Und das ist eben so mit unserem Konzept, wo wir dann gehen, weil wir wollen lässig. möglichst viel motivieren zum Kommen. Also ich finde Und jetzt die mitmachen. Raumflasche mega schön, Ja. das Päckchen. Ja, und so können wir eigentlich schön Ja. zu den Leuten heim und sie auch Ja. dann zu motivieren. Und ja, da hast du ganz Ja. verschiedene Gespräche und hast verschiedene Möglichkeiten, um uns zu unterstützen. Und, so. Mhm. Und das haben wir jetzt wirklich schon cool können erfahren. Und Schön. ja, da kann man Schön. eigentlich individuell dann bei uns die Sachen buchen. Bei den Besuchen seid ihr da auch missionarisch unterwegs? Das heißt also dann eben auch wir sind ja ein sehr internationales Dorf mit 68 internationalen Nationalitäten, ist Quatsch, Nationalitäten. Also besucht ihr dann auch die anderen Nationalitäten, die vielleicht mit der Fasnacht nicht so richtig verankert sind? Das ist noch in Planung. Also Ja. respektive, wir haben jetzt schon unsere Einheimischen eigentlich dann zuerst berücksichtigt. Ja. Aber es ist ja schon mit dem Plan noch, oder mit Steven da wahrscheinlich. Ja. International Men's Club. International Genau. Men's Sehr Club, gut. genau, etwas Sehr machen. gut. Und ja, vielleicht ein Dolmetscher für uns, oder für mich wahrscheinlich. Mit gewissen Sprachen. Nein, aber das ist wirklich auch ein Plan, dass wir sie auch integrieren. Wir haben sie auch schon angefragt, für Helfer sind wir natürlich auch immer am Suchen, Ja. Vereine. Ja. Und das Genau. ist jetzt Ja. auch der International Men's Club hat sich Mhm. auch gemeldet. Sehr Mhm. positiv, cool. Also sie machen da auch mit. Sehr gut. Und das ist wirklich auch positiv.
Was wir von Radio Walchwil dazu tun können, wir helfen da sehr, sehr gerne. Ist Ja, gut, ja, sehr gerne. Ja, Ja, immer. wunderbar. Wir machen den Abend Fasi Beiz, Ja, Frank und ich. Ja, ist gut. Am So. Limit, am Ende, Ja. am Es ist Anfang. Die letzte Schicht. Es ist ja immer so eine, die gesamte Veranstaltungsreihe, Fasnacht oder Karneval oder Fasching, wie wir es auch immer nennen wollen, hat ja auch viel mit Alkohol zu tun. Und wenn du dann daneben stehst und nichts getrunken hast, Ja. dann entgleitet dir die Realität ja. Ne? So, denkst du dann, was ist denn jetzt hier los? Ja, aber es ist teilweise auch sehr amüsant. Also ich habe gerade damals beim Paddle-Zeiten Ja. habe ich Ja. auch immer so ein bisschen Festwirtschaft müssen machen und bis zum Ja. Schluss bleiben. Ja. Und sollte noch einigermaßen ansprechbar sein. Ja, Ja. Aber es ist auch noch lustig, was dann ja so. Das Wenn kann du ich eben mir vorstellen. selber nicht so übergehst, was dann Ja. alle anderen, wenn es Ja. übergeht, Ja. Ja. ist dann mal lustig auf der Stehst Seite. auf der zu sein. anderen Seite. Ja, das ist wirklich auf der anderen Seite. Wieder einmal. Ah, herrlich. Nein, ja. Ganz kurz, der Grappa heißt wie? Hat er ein Grappaticino. Grappaticino und der Genau. Rum heißt Rum 1823. Genau. Warum 1823? Ja, das ist vom Etter. Also Ja, er ist der- natürlich Ah. vom Etter. Das ist natürlich vom Etter her in seinem Sortiment, aber in unserer Ausführung ist er natürlich limitiert mit unseren Etiketten und alles. Ja. Ah, Ja. okay, also quasi der Raum ist Etterraum und den Grappa habt ihr Nein, können... ist also auch vom Das ist auch Etter. vom- Ja, Das ist aber auch habt ihr ein- können mitgestalten, oder? Nein, nein. Also nicht der Grappa selber nicht. Nein, nein. Der ist auch ein fertiger, der vom Etter selber Aha. ist natürlich. Ah, okay. Also wir haben nicht selber kreiert. Den musst du Aha, ich habe das so Hätten wir müssen verstanden. früher anfangen. Aha, ich Ja, habe das so der- verstanden. Nein, Noch der früher. müsstest du noch ein bisschen eine Ahnung haben. Also wir trinken nicht gerne, aber, Ja. Okay, sehr geil. aber Herstellung hätte man jetzt nicht Ja. zutrauen. Aber auch nicht. Ja, aber die Verkostung. Ja, ja. Ja, ja, das ist klar. das ist unbedingt. Das Routiniert. passt, das passt immer. Ja. Das haben wir mal gemacht, irgendwo im Schwarzwald. Eine Schnapsverkostung. Mhm. 1992 oder so. Mhm, Ne? ist nicht gut. Nein, nach 20 Minuten war. Ja. Komm, ich schenke ein, egal was ist. Das ist jetzt die Williamson mit dieser Das tönt auch charmant. Verkostung. 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 Ja, so heißt es ja, aber Ja. Entschuldigung bitte. Degustation. Da haben wir eine Degustation. Oui. Ja, Und ja. genau, nach 20 Minuten war dann egal. Die Ja. hat eine Goldmedaille gewonnen. Das ist mir doch egal, schenke ein. Das ist wirklich so. Das stört nicht weiter. Nein. Anyway, Ja, super. also Ja. jetzt sind wir beim 24. gewesen Ja. und bei Ja. euren Flugtickets, die man kann erwerben. Intronisation. Intronisation, genau. Mit inkludiert. What else? Ja, wir haben eben noch unsere Fasi-Beiz, die Mhm. am Montag vor dem schmutzigen Donnerstag eigentlich anfängt. Das ist Die fängt am Montag schon an. Die fährt am Montag Ja. schon an, genau. Und die ist im Pfarreissaal, eigentlich im Dorfzentrum unten. Mhm. Oben drin. Oben in Oben der Ja, Saal, ja, genau. okay. Und da gibt es noch einen Anbau auch Ja, bin ja. für die Raucher. Ja. Ja. Dürfen vielleicht zu uns kommen. Nein, das ist eigentlich wirklich ab dem Montag. Und wir haben Ja. jetzt so Themen eigentlich gegeben, die auch so ein bisschen in der Flügerbranche eigentlich so ein bisschen üblich sind. Also der erste Tag ist Boarding, Mhm. Boarding Time und eben der Sponsoren-Apero für unsere Business and First Sponsoren. Mhm. Dann gehen wir zum Dienstag über zum Steigflug. Mhm. Mittwoch ist eben der Nachtflug, wo wir First-Class-Sponsoren einladen für so ein Dreigang-Menü, so ein Mega schön. feines. Ja. Und am Donnerstag ist der schmutzige Donnerstag, dort ist der Langstreckenflug, weil es den ganzen Tag Ja. am Morgen früh schon anfängt, das ist ein recht langer Tag wird. Also was könnt ihr auf die Zugabe? Wahrscheinlich, Vielleicht, ja. ja. Mal schauen, ja. Es ist noch nicht ganz alles durchgeplant, aber Okay. Ja. das wird sicher Ja. der längste Tag, einer der längeren Tage. Ja. Ja. Und dort ist am Abend dann noch Live-Musik, die wir haben. Es ist ein Bar auf die Hand, Mhm. spielen. Mhm. Wo bin ich am Donnerstag? Freitag ist ein Alpenrundflug, da gibt es Fondue zum Essen und Ländlermusik Stubete. Oh, sehr cool. Das Fasnachtssamstag ist am Morgen um 9 Uhr offen, das ist der Kästennügelverkauf. Ja. Mhm. Fasnachtszeit. Genau. Satire-Magazin. Genau, Mhm. Satire-Magazin. Die starten bei uns unten in der Beiz und dann ist der ganze Tag offen. Ja. Und am Abend ist das Thema Brandlöschflug, Oh. ein Thema Feuerwehr. Ja. Weil wir beide noch ein bisschen Feuerwehr machen. Und dann der Sonntag ist dann effektive Highlight, der Höhenflug, wo Ja. dann der Umzug ist, wo alle 3 Jahre stattfindet. Ja. Ja. Das ist auch mit Gottesdienst am Morgen fährt das an. Und dann ist auch Beiz offen. Vorher, nachher. Ja. Und dann ist am Abend noch im Gemeinsaal, glaube ich, gell? Nein, dann Nein, ist, nein. wir hören, also der Umzug hört auf, dann im Gemeinsaal unten, der ist offen, Aha. aber nachher hören wir am 7. Uhr auf im Ah, Gemeinsaal okay. und gehen eigentlich in unsere Fasibeiz auf. Also Okay. dort ist parallel Ja. offen, dort Okay. ist eigentlich dann am Abend ist dann eigentlich fast nach dem Zentrum, dort ist auch die Straße wieder gesperrt Ah, cool. und Ja. dann kann man sich dort verweilen. Mhm.
Also dann kommt man eigentlich weg vom Gemeindesaal und geht Richtung Parissaal. Ja, es ist eine gewisse Zeit halt Okay. parallel offen Ja. vor dem Umzug, Ja. über dem Umzug. Dann haben wir quasi beides offen und Ja. den Gemeindesaal Aha. dann nach dem Umzug. Dann, das wird sicher ein bisschen einfacher sein im Gemeindesaal unten. Ja. Aber darum hören wir auf am 7. Uhr. Kicken Ja. die Leute raus, die sollen ins Dorfzentrum Ja. raufkommen. Ja. Und dort ist dann nachher eigentlich der eigentliche Anlass. Ja. Cool. Genau. Ja, und dann ist der Montag, fast nach 20, dann gehen wir auf Arte-Umzug. Und Mhm. am Abend ist der beides wieder offen, dann geht es langsam in Sinkflug. Mhm. Und am Dienstag ist Fasnacht, also Kinderfasnacht am Nachmittag. Und am Abend Auslumpen, wie es Ja. bei uns heisst. Oder eben in unserem Fall Grounding von unserer Airline. Und dann Ah. ist eigentlich Ja. das Jahr oder die Fasnacht durch, von Boarding zu Ja. Grounding, eigentlich der Ja. Bogen gespannt. Ja. Und, so. Ja. Und was sicher auch noch speziell ist, wir haben noch dass wir unterschiedliche Länder anfliegen pro Mhm. Abend. Es ist auch kulinarisch wird das unterschiedlich. Da Das gut. geht über Ja. England, Italien, Amerika, Thailand, Schweden. Schweden. Ja. Und ja, das ist eigentlich das Konzept, das wir hatten. Ja. Und dann aber natürlich müssen schauen, wer wir dann als Koch gewinnen Mhm. können. Ja. Hätte können sein, dass das eben nicht funktioniert, dieser Plan. Aber es ist ein glücklicher Fall, dass wir wirklich Darf ich dir sagen, wer kocht? einen Top-Koch gefunden haben. Das ist der, also ich glaube schon, Ja, ja. der Jürg Reinhardt, Profikoch. So und, cool. Ja. Jetzt Ja. kann er uns das Yeah. natürlich alles bieten und Ja. geht auch Ja. unseren Plan da. Ja. Wieder einmal mehr. Hey, der Hammer. Ja. Ja. Das ist wirklich Sehr mega cool, cool. dass er sich die Zeit nimmt und für uns da wirklich jetzt halt seine Ferien in Anführungszeichen opfert Ja. und für uns eigentlich da eine Ja. Woche lang kocht. Mhm. Das ist mega. Und es ist Mhm. wirklich dann eben, dass es immer ein anderes Hauptgericht gibt. Ja. Wir haben so die es immer gibt, Sachen, Ja. 2, 3 Sachen, aber es gibt immer so den, einen Hauptgang, der speziell wird sein, wo man darf gehen essen dann bei uns Ja. in der Fasi Beiz, dass Ja. wir so ein bisschen die Leute können animieren mehr als einmal zu kommen, um einmal Cool. zu Nacht essen. Cool. Ja, und gut essen ist etwas Wichtiges an der Ja. Fasnacht. Ja. Weil etwas im Büchlein ist. Nicht nur flüssig. Meistens, ja. Das ist nicht Sehr ganz cool. Hey, Sehr aber auch gut, da, also Ja, es ist von A bis recht Z Aufwand, irgendwie durchgeplant und durchgedacht. Ja, aber darum sagt, das ist auch ein wirklich ein dankbares Thema. Es ist wirklich eigentlich recht. Also es hat sich eins andere immer gegeben, wenn du über Ja, die Sachen diskutierst, aber- dann kommt dir das neu Sinn. Ja, und ja. wie auch immer. Wir haben noch die Idee gehabt, unsere Fasi Beiz könntest du noch Meilen sammeln oder Stunden sammeln. Ja. Der, der am längsten dabei ist. Oha. ja. Ei. Ja, aber ja, Ah. ist Ja. ein bisschen schwierig zum Messen. Dann. Ah, ich ja, denke, dann das ist- ist Ja. wahrscheinlich ein bisschen schwierig, je Ja. nach Pegel und so. Ja, Ja. ja. Darum. Ja, aber das können wir dann machen, nur diejenigen, die rumsitzen oder rumliegen, die kriegen dann jeweils einen Tagesstempel. Ja, gut, das Ja. Genau, die haben gerade den Bonus gelöst. Ah, Ja, herrlich. ja, genau. Ja. Ah. Aber- Nein, nur Hey, das sind so manchmal Ideen, wo dann gewisse Sachen verwerfen wir wieder und gewisse Ja. Sachen. Und darum, das ist recht cool eigentlich. Eben, dass Ja. die Ideen auch wirklich im Mhm. Projekt oder in dem Konzept auch selber Oh, mega noch kommen. kreativ. Mega kreativ. Und ihr tut jetzt eigentlich beide eure Ferien, wie viele Ferien nehmt ihr für die Fasnacht? Das weiß ich gar nicht. Also, auch noch Muss nicht. dann noch Also schauen. sicher, Je nach Zustand, nein. Ja, und es sind Ja, natürlich, nein. Ja, wir haben natürlich auch aber- noch ein bisschen Arbeit mit den ganzen Vorbereitungen und wieder Mhm. aufstellen, abbrechen, Mhm. was haben wir. Das Mhm. sind etwa 2 Wochen Ferien. Sind das schon. Ja, ich musst hätte es gerade. wahrscheinlich- ja, ich sage jetzt nur den Haltli rein, musst am Freitag aufstellen, alles, musst am Montag wieder zusammenräumen, also dort musst du auch irgendwie schauen wegen Mhm. Freinehmen oder so. Mhm. Und ja, gerade Mhm. Fasi müssen wir auch da unten einrichten, musst aufstellen. Ja, und, also, und die sind Montag, jeder, also eben Fasi Beiz fährt am Montag an, schon vor dem Schmuddel, also ist eigentlich Immer die ab dem Idee. 4 Uhr einfach erst. Ja. Also am 4 Uhr ist offen. Ja. Aber ja, dann müssen wir mehrheitlich auch anwesend sein. Ich kann gerade sagen, aber schon dann so ist verlangt, eigentlich dass wir auch dort eure sind Anwesenheit und- gefragt, oder? Jeden Abend. Ich wollte gerade sagen, also diese Tage von, von Montag bis die auf Siehst du. kommende Woche Dienstag, Ja. das hört sich relativ intensiv an. Ja, das glaube ich auch. Nein, ich glaube nicht. Ja, Das wird das ist, Ja, nein, genau. das ist ganz entspannt. ja. Ah, Wir gehen immer um 30 heim. Ja. ja, ja, ja. Am halbi. Ja. Nein, die Ja. Greg und ich sind auch bekannt, dass wir immer etwa eins heimgehen, nicht zu lange bleiben. Das ist Ja. so, ja. Darum habe ich jetzt da nicht so bedenken. Wird sicher streng, aber Ah, Ja. sind wir herrlich. gespannt und freuen natürlich, Herrlich. wenn auch Haufen Leute kommen. Das Ja. ist Ja. wichtig, dass man Ja. natürlich die Leute motivieren kann. Ich dass wollte Ja. jetzt Das ist fragen, sicher. wenn so die Wunschfee vorbeikommt, bei euch die Fasnachtswunschfee. Was sind so, wenn ihr einen Wunsch habt, ein Wunsch frei. Was ist so der grösste Wunsch jetzt für die Fasi? Dass nichts Gröbers passiert. also, also ja, für mich jetzt, ich sage schon, dass wir ein cooles Fest sind und alles, aber Ja. dass einfach nichts passiert. Also gerade mit Personen oder sonst irgendetwas. Ja. wo- Ja. Ich glaube, das würde recht aufs Gemüt schlagen, wenn dann irgendetwas würde passieren oder so. Ja. Wo manchmal, Ja. wenn es dumm geht, Ja. dumm geht. Aber
wo man den auch nicht verhindern kann, aber es möglichst, ja. Aber sonst einfach, dass wir es lässig haben und coole Tage haben. Und auf das freue ich mich eigentlich am meisten, dass wir da wirklich viele Leute sind und ja, uns können ein bisschen ausleben und lustig haben. Du hast jetzt deinen Wunsch gesagt, es waren etwa 27 Wünsche, die du jetzt gesagt hast. Nein, aber sicher, der erste ist wichtig, dass das nicht passiert. Aber für mich ist wirklich auch wichtig, dass wir die Leute können gewinnen, motivieren, dass sie auch vorbeikommen und dass sie sich da mitmachen. Weil es ist manchmal halt schon bequem daheim, wenn du mal daheim bist und auf dem Kanapé Fernsehen schaust. Das ist halt noch so ein bisschen, verwünscht man sich manchmal selber. Manchmal auch nicht so eine schöne Jahreszeit, gell, wenn du irgendwie noch rausgehst und so. Darum, das wäre schön, natürlich, wenn wirklich das Dorf aktiv kommt und mitmacht und auch dabei ist. Das wäre der Hammer. Wird denn cool. von Wünschen mal abgesehen ganz konkret noch irgendwas gebraucht, wo ihr sagt, verflucht, das haben wir noch nicht und wir wissen auch nicht, wie wir es bekommen sollen? Was mir jetzt gerade hinkommt, es braucht sicher überall Helfer, helfende Hände. Ja. Wir machen da eigentlich nichts, wir sind nur repräsentativ. Genau, grüßen. Grüß Auguste, grüß Auguste, wir sind wieder hier. Ne? Ja. Wir haben ja den Job können zuerst auswählen, darum haben wir den genommen. So ist doch die Welt. Genau, es können alle auch Hudivater machen. Ja, genau, so. Nein, also Helfer. Zeigen Sie mir mal Ihre Streifen auf dem Ärmel. Ja, genau. Nein, es braucht natürlich eine Vielzahl von Helfern überall, wenn du so eine Woche lang oder 9 Tage einen Beiz betreiben willst. Es gibt halt wirklich Helfer, es braucht. Und das sind Vereine, sind angeschrieben worden, sind schon gute Resonanz zurück. Schwierig ist sicher der Fasnachtssonntag, der wird schwierig, wo der Umzug ist, der ist auch lang und intensiv halt für Helfer. Und wenn alle schon am Umzug mitmachen oder am Schauen sind, dann wird das ein bisschen schwierig. Aber sind wir zuversichtlich, dass wir da die Helfer finden. Und, so könnte das eigentlich auch durchführen, wie wir es geplant haben. Das ist eigentlich das, was ich jetzt das Gefühl habe. Ja. Sonst, glaube ich, sonst sind wir, glaube ich, recht auf Kurs. Gut, und, schön. Wenn etwas fehlt, haben wir es vergessen und dann wissen wir es jetzt noch nicht. Ja, that's true. Ein guter Punkt. Und das, was wir wissen, haben wir alles. So gut. Herrlich. Es gehört eine ganze Menge Idealismus dazu. Das definitiv. So, wo kommt der her? Also, das ist, nein. Habe ich mich auch schon gefragt. Ja, nein, ich meine, Gregi, du hast vorhin schon gesagt, also das aktive Dorfleben zum Dorfleben beizutragen und ist es das letztendlich auch, wo du sagst, ja, das gebe ich jetzt zurück und das ist klasse und das macht Spaß, das macht die Freude, was den Idealismus nährt oder wo der herkommt? Also für mich eigentlich schon, das soll jetzt nicht kitschig tönen irgendwie, aber ich habe das Gefühl, wenn man irgendwie aktiv mitmacht im Dorfleben und dann auch noch irgendwie Jungmannschaft daheim hat, wo dann irgendwann auch mal so weit kommt und wenn man aktiv das vorlebt, habe ich das Gefühl, oder ist meine Meinung, habe ich das Gefühl, dass das auch weitergeht in die nächste Generation, wo dann vielleicht denkt, Papi hat ja auch das und dieses und jenes gemacht und nur schon jetzt bei mir, der älteste Sohn Dario, macht schon die 3 Sachen, die ich früher gemacht habe. Das ist eigentlich für mich mega schön, zum sehen und zum mitbekommen, dass es so funktioniert. Wir haben ihm nicht gesagt, du musst das und jenes machen. Ich finde das noch eine gewisse Aktivität von den Personen finde ich wichtig, die dann vielleicht auch weitergeht in die nächste Generation. Ja, und ich glaube einfach auch, ich finde einfach auch, es ist so, je länger, je wichtiger, dass man sich in der richtigen Gemeinschaft und in der richtigen Gesellschaft bewegt. Also, und dort gut aufgehoben ist und sich kann engagieren und dabei ist und eben auch das Soziale kann ausleben. Und ich finde, wir sind das Dorf der Verein eigentlich, wenn das so wird. Oder wir haben so viele Vereine, die aktiv sind und Gemeinschaft und Gesellschaft und ich finde das etwas Schönes und ich finde das etwas Wichtiges. Es geht nur miteinander, es geht nie. Aber es wird immer schwieriger. Also, das ist eben halt so. Das ist definitiv das ist so. Die Leute motivieren, um etwas zu machen, ist schon nicht einfacher geworden. Da muss man immer dranbleiben, schauen. Und man findet meistens schnell immer etwas Besseres. Oder man hat das Gefühl, das ist noch besser. Oder ich mache halt das, ich habe dort nicht auch noch Zeit. Aber gerade das mitgeben, was ihr gesagt habt, gerade für Kinder. Oder da eben, vor allem auch die Vereine, die ja viel für Kinder da sind. Ob das Trainer sind, Leiter, was auch immer. Und das braucht es halt auch. Und dann für das braucht es wieder einen Vorstand, der alles sonst wegleiten kann. Und schlussendlich macht man es ja dann wirklich viel für das Dorfleben und für die Kinder. Und das motiviert, glaube ich, schon immer
Oder jetzt gerade auch mich persönlich motiviert mich das, wenn ich so irgendetwas kann, ein bisschen mitgeben und im Dorfleben beitragen. Ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, das Ganze auszuweiten. Ne? Nicht nur diejenigen, die aufgewachsen sind da. Also und vor allen Dingen auch mit der Kultur aufgewachsen sind. Es ist ja nicht nur Tradition, ja, komm, das haben wir schon immer gemacht, sondern es ist ja ganz, ganz viel Kultur, gelebte Kultur. Es ist ja ganz, ganz viel, also wenn ich vor allen Dingen auch so stelle ich mir das vor, ich habe es ja nicht erlebt, aber die Erzählungen, Guckemusik anschaue, das ist ja so das erste Mal die ganz lange Leine von den Eltern. Ne? Und das erste Mal, ich habe keine Ahnung, wo der ist, die sind da irgendwo. Und das ist ja so ein bisschen erwachsen werden und das ist, ich finde das fantastisch, so eine Bühne zu. Das war für uns früher Sportverein und sowas. Ne? Und ja, wir sind aus dem Turnier in Schleswig-Holstein in Ofschlag das ganze Wochenende. Und so stelle ich mir das in der Guckemusik dann halt auch vor, zum Beispiel. Ja, das ist natürlich so. Das ist jetzt Guckemusik sicher so, oder auch andere Vereine ja auch. Das ist jetzt gleich, was es ist. Ich glaube, das ist so der erste Mal, wo vielleicht dann die Jungen mal vorgehen von den Eltern und so. Und dann ist aber auch so, dass natürlich, also bei der Guckemusik weiss ich, ist es so gewesen, dass man dann immer wie so einen Götti hatte, wo dann auch noch ein bisschen geschaut hat für die ganz Jungen, die erste Mal, haben wir einmal gesagt. Genau, dass man auch ein bisschen geschaut hat, dass das auch richtig, dass sie wieder gesund heimkommen und ganz gesund und ganz. Und auch, dass sie überhaupt heimkommen. Nur heimkommen. Nein, das ist, ich glaube, das gehört halt auch dazu, zu diesen Sachen, dass die Unterstützung auch im Verein halt auch für die Ersten oder die Jungen funktioniert. Was war die letzte Zählung an Vereinen in Walchwil? Wissen wir das aus dem Kopf? Oh, keine Ahnung. Das war viel. Das war sehr, sehr Wir haben viel. viel Vereine. Also irgendwo steht es, ich will 42 sagen, aber das ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Aber irgendwas sowas, also es ist wahnsinnig viel oder 27 oder ich weiß es leider Gottes wirklich nicht. Das ist echt, ich weiß auch nicht. das ist, Das ist lang, ja. das ist echt beeindruckend. Sehr viel, ja. Das ist wirklich beeindruckend. Und da sehe ich jetzt bei meinen Töchtern auch, ne? Also die das wahrnehmen, was passiert. Und vor allen Dingen eben die Älteren, die dann jetzt, das will ich jetzt aber auch. Weil das einfach cool ist. Weil es einfach Hanna, die jetzt bei unbedingt Sennerin mitmachen will und da jetzt die das einfach, gut, Hanna ist auch. Ich kann gerade sagen, Hanna ist auch so ein bisschen so eine Rampensau. Ne? Das ist ganz genau. Ja, genau, lassen Sie mich nach vorne. Nein, aber das ist herrlich. Das ist wirklich, und du hast es erwähnt, also normalerweise, wenn du hörst, die Neueinkleidung der Musikgesellschaft. So, da denkst du dir, ja, Musikgesellschaft, toll, wunderbar, aber die Neueinkleidung, machen wir jetzt so ein Brimborium draus und plötzlich ist das tatsächlich solch ein Happening. Ist das, und jeder ist auf den Füßen. Ja. Und das ist klasse. Oder dann jetzt eben auch Fasnacht. Und gerade wenn das eben auch so erdacht und umgesetzt wird, wie ihr das tut, das ist schon Hammer. Ja. Und alles vor unserer wundervollen Kulisse. Ne, das kommt ja noch dazu. Das wird ja mitgeliefert. Ne, vor der Kulisse und vor der es ist heimelig. Ne? Es ist heimelig und es ist was los. Das ist es so. Ja, das ist definitiv. Wird so sein, ja. Wird offen, ja. Ja, also ich glaube wirklich jetzt gar die Vereine, das ist jetzt natürlich extrem wichtig. Das gibt so einen Zusammenhalt. Also du kennst mehr Leute im Dorf oder gerade wenn jemand zugezogen ist oder wer frisch herkommt, ist das eigentlich das Beste, was du machen kannst. Ja. Du hast wirklich da dich irgendwo, welches Hobby das du immer hast. Ja, findest ja alles bei uns im Dorf. Also findest ja alles. Ja. Und das ist auch für B-Zeiten eigentlich, dann eigentlich super. Du kannst dich integrieren und der Verein hat wieder ein Mitglied mehr. Ja. Vielleicht. Ja, das ist definitiv so. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr aus dem Nähkästchen erzählen, wo die Öffentlichkeit sonst nicht so weiss? Ich glaube, wir haben schon das, was ich nicht weiss, ja. Nein. Das ist gut, wenn sie nicht alles wissen. Also es ist ja es ist ja eine ganze Menge an Informationen. Gibt es denn eine Website oder so etwas? Oder? Ja, jetzt auch. Ja, oder also Instagram? Instagram, ja. Insta haben wir natürlich. Wer macht Insta bei euch? Das ist schlau. Laura.
Macht Genau. Laura. Ja, Ja. sie ist ganz Mhm. Social Media, macht Laura. Ja. Ja, und das Programm ist auch auf der Fachnachtsgesellschaft der Webseite drauf. Okay. Und das Programm wird ja jetzt auch noch physisch auch noch verschickt von der Gesellschaft. Ah, ja. Okay. Ja, das kommt heim. Instagram haben wir. Und, Okay. Ja, also Und wenn wir jetzt eben Eco, Business oder First kaufen, Einfach wie melden. macht man das? Auf anrufen, Haltli reinkommen Halt reinkommen. oder anrufen, schreiben, Laura. also Mailadresse Ja. sind auch überall. Ja. Ja. Also wir sind rum, genau. Wir Ja, verlinken zeig. dann auch nochmal in der Beschreibung, verlinken wir dann auch nochmal ein paar Sachen. Ja, Ja. beim Komitee kann man eigentlich bei allen vorbeigehen Ja. oder Ja. die Ja. anquatschen, sagen, Ja. die wissen auch alle Bescheid. Ja. Klar, wenn es der Business oder First ist, dann wenn wir dabei Muss sind man oder zu den dann, Chefen gehen. genau, dann müssen wir das auch persönliche kriegen. Kontakt. Ja, das ist wichtig. Genau, nein, Also- aber ja. 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 Nein, da. Aber wir sind jetzt wirklich schon recht aktiv gewesen. Schön. Wir freuen uns schon, dass wir schon viel haben können gewinnen Gut. und ja, jetzt werden noch hoffentlich ein paar dazukommen und dann Mhm. haben wir dann unseren Flüger schön gefüllt, wo Mhm. wir dürfen hoffentlich viel dann begrüßen immer und ja, das kann los. Ja. Wird denn all das dann auch dokumentiert? Also gibt es irgendjemanden, der Fotos macht und Filme macht und all sowas? Habt ihr da? Also Fotos Filme, also Fotos sicher, Filme weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ja, das ist auch im Plan, dass man das irgendwie noch dokumentarisch ein bisschen festhaltet. Mhm. Ja, und was sicher auch noch ein Thema ist, dass man so gewisse schriftliche Sachen erschaffen, die dann die Nächsten auch brauchen können. Das ist, glaube ich, schon seit x Jahren oder x Väter ein Thema, dass man das Konzept oder das Sicherheitskonzept oder was auch immer kann ablegen und dann einfach das in 3 Jahren wieder vornehmen für das, wo Basis Aber es ist ja so. nicht einfach, ich stelle ein paar Zelte auf Nein, und es hat mache ein natürlich- bisschen Grillstand und Barbetrieb und so, sondern musst ja hat dann noch das ein ganze Logistische und Sicherheitsthematische und so. Also Sicherheit, eben, da reden wir vom Verkehr, Toiletten. Ja, vor allem auch die Bewilligung. Also du musst ja, Ja. für einen Umzug musst du Bewilligungen Ja. haben, Ah, du ja, musst das für eine kommt ja auch noch. Fahrsicherheitsbewilligungen haben Ja. und die musst du ja Ja. holen. Und jetzt, also, sagen, früher hast du das einfach können, Zelt anstellen. Mhm. Da hättest du ja können machen, was du willst. Heutzutage musst du wirklich immer Sicherheitskonzept, Ja. Verkehrskonzept, Ja. du musst wie eigentlich immer ein bisschen anstellen, was ist, wenn das und das würde passieren und was, an was hast du gedacht und wie würde er umgehen damit. Und es geht über das Wetter, ja, was ist, wenn es Gefahrenstufe 4 auslöst, was passiert dann und so Sachen. Also, Also, das solltest du dann alles irgendwo, ja, Also, es ist Wetter natürlich ist viel ja- niedergeschrieben, wer denn so Okay. genau auf das schaut. Aber Also du musst gut. es natürlich beobachten und wenn, Ja. wenn du das hast und es wäre dann so eine Gefahrenstufe Ja. 4 und machst einfach nichts und es passiert dann etwas, hast du natürlich dann auch ein Problem. Also, Habt ihr da Kontakte zur Gemeinde? ja, Gibt's da eine Kontaktperson? Ja, okay. Gibt es kennen beide. jemanden da in diesem Raum? Nein, sonst ich kenne jemanden. Nein, ich kenn sonst jemanden. Okay. Ich auch, ich kenne auch jemanden. Also, Ja. Ja. Wer kümmert Nein, sich ums darum- Wetter? Also wer ist Ja, da das- verantwortlich? Das haben wir eben noch nicht herausgefunden. Das müssen wir dann noch schauen. Aber eigentlich der Umzugschef, sage ich jetzt mal. Wer ist der Chefumzug? Der Remo. Remo. Ah ja, stimmt. Ja. Wir sagen es am Moment. Also Remo, Ja, falls das du war- den ja, genau. Podcast hörst. Frischer Job. Genau, dass er was mit Meteor Swiss mal kungelt irgendwie, dass man denen vielleicht mal irgendwie einen Grappa gibt, der sagt, Genau. Jungs, wir brauchen gutes Wetter. Legt Genau. doch einfach gute Schuhe an, und gute Jacke und Kappe und Handschuhe und dann... Ja. Eine passende Hebt das Verkleidung. Eine passende Verkleidung. Genau. Dann entsprechend. Ich war ja, und Angie, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, auf einer Fasnacht. Riggle, diggle, ding, dong, ja. Genau, Da bin ich mitgekommen. da bist du Dort, mitgekommen. wo Du unverkleidet. Weißt du noch, wen ich da gegeben habe? Ja, du bist alles angemalt gewesen. Was bist du gewesen? Du bist das Ja. Phantom gewesen. Phantomas. Phantomas. Das ist aber passend. Ja. Passend Gell? geht es gar nicht. Ja. Das ist ja Weltklasse. Ja, Von- und ich von habe eigentlich Thomas. gar nicht... Ja, Genau. du bist mit der... Ich bin bei euch zu Zugunde gewesen. Genau. Und dann ihr beide so, wieso bin ich jetzt zu euch? Ich weiss, da haben wir irgendwie Apero gemacht oder Lugi, so. Lugi war auch noch da. Einmal Apero. Ja, Genau. genau, mit irgendwie Apero gemacht oder so. Und nachher ihr beide, ja komm, wir gehen an Riggle, diggle, ding, dong. Ihr seid schon verkleidet gewesen. Ich dachte, nein, Ja, nein. Ja, Und- und dann hat er mich aber mitgeschleppt. genau. Das ist, glaube ich, recht lustig geworden. Ja, das war ganz lustig. Das war auch schon, das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Wann mag das gewesen sein? 2016, 2017. Ja. Sowas um den Ja. Dreh. Ja, und ich Ja. als Phantomas. Also komplett Ja, grün, geil. komplett grün Ja. angemalt Ja. mit einem schwarzen Anzug Super. und Hemd und sowas. Ja, das war. Ja, da sind wir gespannt, wie das Jahr kommt. Ich hab Bock. Ich weiß noch nicht, vielleicht wieder als Phantomas, ne, weil es Ja. einfach so schön, das passt Ja. einfach. Ne? Ja. Das hat Spaß Du, gemacht. darf jeder kommen, wenn er will. Das ist- Und, Das ist so. und das Schöne, mich kannte ja damals im Dorf überhaupt niemand. Aha, ja. ja, dort, Ne, das war, wir sind ja so und
Und aber ein paar Leute haben, guck mal, Phantomas. Und ja, Gott sei Dank wenigstens einer. Also so 2, 3 Leute haben das dann schon erkannt. Ne? Das war ganz angenehm. Ja. So, ihr Lieben, wir sind knappe Stunde, 20 Minuten dabei. Oh ja. 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 Das geht mega Ja. schnell, gell? Hey, Ja. Ja. Weiter. Ja, Weißt du, wie Mensch, bitte? Sponsoring-Termine, Termine. Abo-Termine. Ja. Also, Ui. Wunderbar. Ah, ja, Zeit stimmt, ist ist recht Sonntag. Ja, kostbar. stimmt. die Family muss jetzt schon am Sonntag verzichten bei uns. Also, ja. Ah. Sorry, der Gregi hat mir gesagt, das ist der einzige Termin, wo ich noch gegangen Eben, ist. siehst du, ja. Ja. Ja, Das ist schon nicht mehr viel. Wie wir dran sind. Ja. Ja. Nein, wir sind wirklich viel unterwegs. Ist ja gut. Ja. Ah, schon So, hör lässig, jetzt ja. auf, Ja. Schnorren geht es noch länger. Ja. Ah, hey, also ich muss wirklich sagen, ich freue mich auf die Fasnacht mit euch. Ich bin gespannt, was alles kommt, was alles geht. Ich darf ja da auch ein bisschen dabei sein und ein bisschen helfen und unterstützen. Ich freue mich sehr, ich finde es mega schön, ja, dass ihr das übernehmt, das Ämtli. Ich bin mega überrascht gewesen und dachte, cool, es wird eine gute Fasnacht und ich freue mich wirklich auf die Zeit mit euch und es tönt mega, was ihr alles aufgeleistet Ja. habt. Ja. Also, Fantastisch. Hammer. Ja. Bis ins kleinste Detail. Ja, Herrlich. voll. Gefällt mir. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit Ja. genommen habt. Regie, Pascal, Sehr gerne. Vielen Dank. Exzellenzen. Ja. Exzellenzen. Ich Ja. glaube, wie ist eigentlich der offizielle, die Anrede? Exzellenz, Keine Durchlauf Ahnung. oder Aufdringlichkeit? Aufdringlich. Ja. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, so sind wir eigentlich gar nicht. Aber denken wir uns was aus, Das ist ne? länger normal. Denken wir uns was aus, dann wird das ganze Dorf gebrieft, ne? Ja. Pass mal auf, wenn ihr die seht, nicht direkt in die Augen gucken Ja. und sowas, ne? Gesicht zur Wand. Und so, ich weiß das nicht, aber vielleicht führt man das mal ein. Also, Okay. ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja. Für den Sonntag. Danke Danke euch, super. mal. Bis dann. Merci. Tschüss. Grüezi, danke vielmals. Danke Tschüss gleich. zusammen. Ade, ade. Tschüss zusammen.